So, servus miteinander. Eine weitere Folge Total War Shogun 2. Hup hup, Party hard. Wir haben letzte Folge uns Tamba geschnappt, da völlig unnötigerweise unsere Kishu Ninja verballert. Beziehungsweise ich, ja, ihr schaut ja bloß zu, wie ich da fail. Genau, da haben die Hatano kurzfristig gemeint, sie müssten unseren Krieg erklären und sind dann selber einfach wegzerstört worden. Die nächste Bedrohung sind hier eigentlich die Yamana, die sie ja auch ursprünglich Tamba schnappen wollten, aber das bisher noch nicht gemacht haben. Beziehungsweise wir haben sie rausgeschubst, weil wir es vor denen geschnappt haben. Und ich warte jetzt quasi nur noch drauf, bis die sagen, wir brauchen einen neuen Gegner, den wir den Krieg erklären können. Weil wir haben ja da eine dicke Armee am Start. Also gut, das sind alles Ashigaru, die sind nur noch halb fit, ja, aber trotzdem, ja, ist AI. Hier haben wir immer noch unser, nennen mal Bollwerk, ja. Das, ich weiß nicht, wofür das überhaupt aushält, wenn da eine gescheite Invasionsarmee kommt. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, wir können dem eigentlich mal hier den General mitgeben, gell. Dann geht's denen besser. Ach stimmt, die Sashikaga Shogunat hatte uns ja mal hier den Zugang widerrufen. Was, wenn wir schon machen, dann machen wir es gescheit. Das ist eigentlich mit dem General mitschicken können, ja. Aber wenn dann ballen wir die Armee und verteilen den jetzt so halb und dass sie dann zerlegt wird. Das können wir überhaupt nicht brauchen. Genau, nächste Runde kriegen wir hier Strategie des Angriffs fertig. Läuft alles soweit. Also ich finde den Start, den wir jetzt bisher haben, relativ decent. Wir haben uns gut nach links ausbreiten können. Ja, wirtschaftlich geht es uns gut. Jetzt haben wir das erste Mal selber Yari Samurai gebaut. In Tamba gibt es Unruhe, ja. Das kriegen wir schon zusammen. Das fällt euch. Ja, nächste Runde habt ihr es eh von selber. Ah, das war das ja, weil wir mit der Armee nicht mit Nei haben ziehen können, weil wir den Angriff im General alleine gestartet haben. Du fährst einfach mal wieder nach Harima zurück. Haben wir so an jedem Eckpunkt, sagen wir mal, einen General stehen. Das schaut gewiss nicht. Hier, die Samurai. Ah, stehst du da mit dem in die Armee rein. Genau. Du darfst da mit rein, ihr dürft da mit rein. So, knappe 2000 die Runde, das ist doch schön. Das gefällt uns. Da wird das Schloss ausgebaut, genau, dass wir da neben dem Kloster auch noch andere Sachen bauen können. Hier Yari Dojo, also Naginata Dojo und Bogen Dojo. Das wird lustig. Das wird alles. Ich bin da ganz guter Dinge. Hier kanntet man jetzt mal den Speisesaal theoretisch aufwerten. Beziehungsweise das Dorf bauen. Was kostet das? 1500. Und das kostet 1200. Was Obacht, das machen wir doch jetzt einfach einmal, ja. Weil dann, wenn wir später das kriminelle Syndikat bauen, können wir uns dauerhaft Kishu Ninja rekrutieren. Ist nicht, dass wir das so allzu oft machen werden, aber ein bisschen immerhin. Hier Yari Ashigaru hinterher, da Yari Ashigaru hinterher. Genau, dass wir langsam aber sicher wieder auffüllen. Ja, dann wird unser Income natürlich auch wieder runtergehen. Aber mei, was rüsten. Ja, handeln wollen die immer noch nicht. Haben die alle keinen Nerv dazu. Die wollten auch keinen Frieden, gell, das letzte Mal. So, die chillen da auf ihrer Insel und betteln sich eigentlich mit den Chosokabe hier. Zwischen Awa und Awaji, da hocken die und die Chosokabe sind eigentlich hier verteilt. Ja, ist die Frage, ob wir da demnächst irgendwann einmal so ein Schifferl mit einer Armee rüberschicken. Aber jetzt müssen wir erst einmal hier das festigen, was wir eingenommen haben, glaube ich, weil sonst wird es ein wenig eng. Es hat nicht nur so eine geringe Loyalität. Das interessiert mich jetzt. Ja, weil ich einen einfach so hochgekommen habe. Aber ja, ach, das soll sie nicht so haben. Der soll sie mal nicht so haben. So, ja, starten wir gleich in die nächste Runde weiter. Eine schnelle Runde, ein Gebäude gebaut, 2 Einheiten rekrutiert. Hoffen wir, dass es gut vorwärts geht. Ah, C-Fix. Da sind sie schon unterwegs. Die Dreckbären. Okay, in Tamba gibt es extra Geld. So, jetzt haben wir natürlich folgende Problematik. Wie kommen wir da möglichst schnell? Hallo Leute. Willkommen, mein Ich Freund. hätte ganz gerne für 5 Runden den militärischen und ich werde Zugang. euren Worten Gehör schenken. Jetzt kann ich dem natürlich nicht sagen, was da dafür, ja, was, können wir uns da nicht einen
unbestimmten Zugang fordern für ein Bündnis? Nee, okay. Magst du vielleicht 10 Runden? 10 Runden mag er auch. 20 Runden? Mag er nimmer. Okay. Dann holen wir uns aber für 10 Runden jetzt den militärischen Zugang. Sind dafür mit dem Ashikaga-Shogunat verbündet, das ist an sich nicht verkehrt. Ja. Und dann können wir nämlich da mitten durch über die Straße laufen. Das ist nämlich das einzige Problem an Iga als Hauptstadt, dass da halt nichts vorwärts geht. So. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn die Asahi machen, also wir müssten uns da einen Krieg erklären, dass wir halt jetzt rechts auch noch eine Front aufreißen. Aber so ist es, weil wenn man sich ausbreitet als Nation, gibt es mehr Fronten. Also wird wohl erstmal nichts mit der Invasion da. Das nächste Problem, was ich habe, ich wollte Omi ursprünglich nie einnehmen, weil Omi halt hier überall angrenzt und alle Leute auf blöde Ideen bringt. Und aber die Asahi sind da eh schon da oben, die kennen mich. Die Oda hat es irgendwann schon mal zerrissen, glaube ich. Die sind da gar nicht mehr. Kann das dann da. Ah, das sind die Kibataki sind nach Owari rübergelaufen, der Wahnsinn. Ja, die kennen mich eh schon, dann wird es gar nicht mehr so schlimm, wenn wir Omi einnehmen. Theoretisch. Genau, der forscht jetzt noch 6 Runden lang an die Brandpfeile. Da hockt unser Metzger drin. Jetzt passen wir mal Obacht, wir haben doch hier unseren Spezialisten. Der darf jetzt mal schauen, ob er da was findet. Hier verborgene Armee, dies, das. Na, verborgen sind die nicht. Und so groß ist die Armee auch nicht. Was wollen die denn da eigentlich? Aber trotzdem können wir sie mal Runden sabotieren, hätte ich gemeint. Ha? Dann macht sie nämlich gar nichts damit. Jawohl. Weil ich weiß nicht, ob da nicht auch noch was im Wald drin steht. Das sehen wir nämlich nicht unbedingt. Aber die sind jetzt erstmal lahmgelegt für die Runde. Das gefällt mir gut. So, ihr refresht euch. In 9 Runden seid ihr wieder voll. Wir lassen hier einfach mal günstig noch Einheiten raus. Aus dem Automaten. Und den Harima lassen wir auch nochmal eine Einheit raus. Und Tamba lassen wir auch nochmal eine Einheit raus. Einfach, dass wir unsere Fronten ein bisschen stärken. Ansonsten ist diplomatisch. Also nicht. Nein, ich mag euch kein Geld geben. Drückt euch klar aus und redet schnell. Ja, okay, aber sie sind schon immer gar so abgeneigt. Ja, schauen wir mal, was die Zipfel machen. Schauen wir mal, was vorhaben die Asahi. Weil das ist normalerweise eigentlich eher ein kleinerer Clan, der am Anfang relativ schnell aufgefressen wird. Oh, ja. Okay. Ja. Wieso? Ist das irgendein Fehler? Sind die doch nicht ganz hingekommen? Weil ich wollte gerade fragen, das ist eine Riesendrum-Armee. Und in der Burg ist nichts los. Wieso belagern die das nicht? Wieso machen die einen Angriff nicht gleich? Kommen wir da rein? Geht das überhaupt? Achso, ja, weil sie belagern sie nicht. Eben, dann können wir rein. Und jetzt ist, glaube ich, ausreichend. Weil wenn wir als Verteidiger da umeinander stehen, dann gelangt das. Jetzt können wir da hingehen. Das ist ein Hafergeld, das wir investieren. Dafür, dass die nichts machen. Wollen wir das wirklich? Hier haben wir nur unseren Mönch. Der darf denen auf jeden Fall mal ein bisschen ins Gewissen reden, dass das, was die da treiben, ein rechter Krampf ist. Okay, hat er leider nicht ganz geschafft. Aber der Spezialist da darf den da nochmal festsetzen. Okay, hat er auch nicht geschafft. Meine Fresse, wann kriegt man der? Also letzte Runde hat er mal was gekriegt, ja, aber es ist viel Zeiten dafür, wie viel der eigentlich da schon eingelevelt hat. Stecher brauchen wir auch nicht probieren bei denen. Der kommt jetzt nächste Runde da angerannt. Mit der ganzen Armada. Ihr dürft euch da jetzt auch nochmal eine Bogendojo schon mal reinbauen. Essenz des Geistes wird später fertig. Das wird in 5 Runden fertig. Was brauche ich eigentlich für Naginata Dojo? Ja, ich weiß ja. Aber ich bloß das, okay, das geht dann in 3 Runden immer relativ fix. Ich darf jetzt sagen, wir bauen uns. Ah, okay, dafür haben wir jetzt kein Geld, dass wir uns da wirklich eine Festung aufbauen zum Verteidigen. Was wir aber machen können. Ah nein, das ist zu risky. Jetzt nicht an 5-Fronten-Krieg anfangen. Also beziehungsweise hier die Front ungedeckt lassen, das wäre fatal. Ja, ich kann natürlich hier nochmal neu rekrutieren. Die kommen aber dann eh wahrscheinlich erst übernächste Runde raus. Schauen wir mal.
Und ansonsten Bau abgeschlossen. In Yamato ist die Feste fertig. Genau, haben wir schon was Neues neu dafür. Die sitzen alle brav in den Städten und sorgen dafür, dass ordentlich Kohle reinkommt. Genau. Der hockt da in der 1400er Stadt. Der kann eigentlich auch in die 2000er gehen und da die Kohle reinholen. Weil bis die da wächst, also die wächst gut mit 7 pro Runde, ja, aber bis die dick ist, konnte da in der Zeit nochmal mehr Geld rausscheffeln. Ah, ist einfach geil. So, und dann dürfen wir uns jetzt wahrscheinlich auf eine Verteidigungsschlacht gefasst machen gegen die Asai. Jawohl. Nicht verwirren lassen, das ist einfach. Mei, der rechnet halt die Truppen dagegen, dadurch, dass wir aber in der Burg stehen und keinen Moral-Malus kriegen, beziehungsweise die Leute halt einfach nirgendwo hin haben, wo sie fliehen können. Ja? Dementsprechend kämpfen die dann bis zum Tod. Das hat, glaube ich, der Sun Tzu damals schon gesagt, dass man seine Armee entweder so stark machen soll, dass alles überrennen, oder aber in eine Position bringen, wo keine Flucht möglich ist, weil dann kämpfen die Soldaten bis zum letzten Mann. Ist ein bisschen makaber, aber durchaus effektiv. Und von daher ist das Prinzip hier in gleicher Weise erfolgreich. Also wir bauen jetzt nicht unseren General an, wie der da jetzt das Labern anfängt. Fährt man zur Fahrt, jetzt stellen wir uns da dann einmal ein paar Soldaten hier, die Bogenschützen an die Mauer. Da, jetzt haben wir noch einen. Ihr dürft's da. Wir haben jetzt hier Yari-Garnison und Samurai-Gefolge, weil das schon eine Stufe weiter ist, das Schloss. Deswegen haben wir hier auch unsere schönen Bogenschießtürme. Die ballern nur ein bisschen mit. Ja, du darfst einfach mal da hier stehen, du machst dann einen Springer. Ihr dürft an die vorderste Front, weil ihr werdet sowieso jede Runde ersetzt. Ihr macht mir hier die Nachhut. Die zwei seid hier Sicherheitsmenschen, falls da hinten was passiert. Und ihr stellt euch da mitten zusammen mit dem Chef. Ja. Okay, der greift hier komplett von links und von rechts an. Das heißt, wir ziehen einmal die Hanseln ein wenig um. Obwohl, na, hat der Sinn da nicht so viel wie er da hätte. Dann fängt sie mal das Sprinten an. Jetzt geht's mal dahin, dann geht's ihr zweimal dahin. Ihr zwei bleibt's da stehen. So. Hat der da Bogenschützen auf der Seite? Nein. Das bedeutet, wir werden ihm richtig ins Gesicht einfetzen mit unseren Bogenschützen. Ashigaru. Ah, wenn's bloß Ashigaru haben. So, wo fährt ihr hier? Ah, da. Okay, passt. Jetzt hätte ich fast vercheckt. Okay, da kommen seine ganzen Bogenschützen mit auf der Seite. Da können wir später noch was rüberziehen dann, wenn die hier das Hochklettern anfangen. Dass wir das einfach umverschieben. Genau, und da wird schon fleißig geschossen. Jawohl, haut's es zusammen. Immer feste drauf. Okay, die wollen da schon das Krackeln anfangen. Da bin ich aber dagegen. Hallo? Macht ihr jetzt mal bitte das, was ich euch sag? Nicht irgendeinen anderen Scheiß. So, ihr geht's da mal ein Stickel auf die Seiten. Und lasst mal die anderen zum Verteidigen hier. Die brauchen noch. Bogenschützentürme können von vornherein Brandpfeile, die schicken wir denen mal mit. Ja, da sieht man, wie es schön fliegen. Genau, ja, ihr wehrt die ja da ganz gut ab. Die sind leider ein unvermeidbares Opfer. Wie geht's bei euch? Die klettern da genau schön, dass sie im Nacken nur angeschossen werden können. Okay, jetzt dürft ihr mal da rüber. Die gegen die Dornei, die gegen Dornei. Die schießen alle mal weit. Oh, hab ich da was übersehen, ha? Da reden wir mal ganz schnell hier, dass da nichts schief geht. Ihr macht's irgendwelche Spirifankel.
Ich weiß auch nicht genau, was ihr davor habt, aber das soll euer Problem bleiben. Habt ihr da was zum Draufschießen, theoretisch? Ja, ja, okay, gut. Dann passt's. So. Der von da mit in die Lücke rein, genau. Die sind schon mental ein bisschen fertig mit der Welt. Ja, die da hinten. Können wir auch nochmal mit einem extra Spezialkommando gehen, dass sie da nicht so viel Müll veranstalten. Klettern die da bei unsere Bogenschützen weg? Na, die Bogenschützen können schön weiterfeuern, das ist gut. Weil wenn die Bogenschützen im Nahkampf verwickelt werden, ist tendenziell eher mal scheiße. Ihr schießt fleißig raus, wunderbar. Ihr seid leider voll am Kassieren. Stellen wir euch mal damit rein, da habt ihr ein bisschen mehr Deckung. Hier ruckt ihr mal ein bisschen auf, dass alle von euch schießen können. Den General hätte gern die Bogenschützen. Na gut, die kümmern sich da dann schon. Und die sind jetzt dann auch demnächst fertig mit den Nerven. Denen geht's auch an die Substanz, da können wir nur jemanden zum Mithelfen schicken. Zeigen wir die mal ein bisschen ins Laufen, dann treffen die anderen vielleicht weniger. Und die sind fleißig am Schießen. Da lasst die erste Einheit zusammen, aber das ist zum Glück die gar nicht so. Sag einmal Stopp. Da lasst eine Einheit zusammen. Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord. Dann helft ihr da mal bitte mit. Ja, dass wir da, und ihr könnt da auf Close Range ein bisschen schießen. So, die Herrschaften wissen auch, wo es lang geht. Habe ich ja gar nicht aufgepasst, dass die da die komplett schon zusammenzupft haben. Also ist nicht schlimm, weil das ist die generische Einheit, ja. Aber trotzdem ist ein wenig blöd, dass die jetzt da halt erstmal oben ankommen. Weil im besten Fall sind die da nicht einmal so weit, dass die da reinrennen können. Sag einmal, spinnt's es ihr komplett? Oh, jetzt lernt es einmal, was heißt, dass man sich gegen mich wendet. Das kommt eigentlich nicht gut. Das sage ich euch. Einfach meine armen Bogenschützen angreifen, die gehen ja da mal schon wieder raus. Dass zumindest überleben. Ja, sind eh schon nur Leid gestorben, aber dass nicht die ganze Einheit auflöst. Das war ein wenig fatal. Komm da, drauf. Alter, unser General ist ja hier voll unter Feuer. Das ist, ich muss halt viel mehr aufpassen. Der nächste Marsch. Schießen die ganze Zeit da drauf. Da ist das, oder hat der gar nicht Bescheid gegeben, dass mein General angeschossen wird? So, jetzt kommt ihr ein General an und angerannt. Jetzt ist dann gleich vorbei, wenn sie die letzten Ressourcen mobilisieren. Okay, da fangen sie das Krageln an. Das heißt, wir schicken euch eine gescheite Infanterieeinheit in den Nacken. Die haben keine Munition mehr, ist natürlich auch wegen blöd. Die können nur wegen schießen. Dann schießt ihr mal da hinten auf die anderen Zäpfen. So. Genau, ihr haut jetzt gefälligst zusammen. Ja. Jawohl. Da haben sie. Jetzt steht es euch mal kurz auf und macht euch bereit für den Ansturm von Herrn General. Bei denen liegt ihr doch mit Leichtigkeit abkehren. So. Jawohl, da sind schon alle am draufspringen. Die haben auch schon keine Munition mehr. Okay, sauber. Wieso dürfen die eigentlich so viel länger schießen? Haben die da das scheiß Lager erforscht oder wie? Das sind 75 Mann. Komm. Die machen jetzt hier mal ein bisschen einen Action-Angriff. Weil die, wenn ich rausschicke, die fliehen mir weg. Aber die 75 Leute, die kriegen das schon noch zusammen. Die haben nur Moral, die stabil genug ist. Und die werden jetzt von der Seite angeschossen und von vorne angerannt im besten Fall. Dass ihr ein bisschen mehr Motivation kriegt.
Schickt man euch da nur einen General drauf? Ja, was hier verliert, klar. Papp. Ey, der General soll gefälligst sprinten. Ja, da geht's um einiges. Ja, wir wollen die Leute hier motivieren. Und einer General hat es jetzt zusammenlassen, oder? Ja, gut. Dann geht's denen auch an die Moral hin. Vor allem, wenn die alle im Nahkampf sind, dann sind sie alle nur halb so effektiv. Die scheiß Bogenschützen. So, da haben wir jetzt hier nur Leid. Sollen sie mal da hinstellen. Und nur ihre letzte Munition da rein verböllern. So, jetzt fliehen sie alle weg. Jawohl. Schaut vogelwild aus, ja, die überleben alle gerade so. Aber wenn du jetzt überlegst, es war im freien Feld gewesen, die Schlacht, dann waren die schon alle lang weggerannt. Und so, dass wir in der Burg stehen, haut zur Verteidigungsschlacht schon auch hin. Und auf der Wurfnis-Skala ist es ganz weit oben. Vor allem mal die ganze Erfahrung, die Einheiten bei sowas immer mitnehmen. Also das ist ja das, was man oft unterschätzt. Da hat man dann Yahya Shigaru, ja, aber wenn die einer schon Level 4 sind und die anderen Level 0, dann machen die halt trotzdem platt. Ne? Kampferfahrung ist ganz wichtig. Also ich habe hier meine Garnisonseinheiten verloren und eine Yahya Shigaru Einheit. Also insgesamt kostet mir das diese Yahya Shigaru Einheit und er hat es halt komplett alles zerfetzt. Ne? Sein General ist hier, seine Leute sind hier. Metzger steigt einen Rang auf, das sieht man gern. Dann geben wir ihm mal einen kleinen Bonus. Yakuza, Überwachung von Städten, ist gleich mehr Steuern. Mehr Steuern ist immer gut für mich. So, jetzt darfst du mal hier noch weiter probieren. Jawohl. Red einer nur ein schlechtes Gewissen ein, die letzten paar Bogenschützen, die da weggekommen sind. Wie sie sich schammern. So, da haben wir hier jetzt richtig schöne Level 6 Yahya Shigaru. Die Leute sind natürlich dadurch, dass einfach schon bei mir in der Provinz waren, nach der Runde gleich wieder verstärkt worden. Ich darf die jetzt wahrscheinlich eine Runde nur sitzen lassen und dann Richtung Omi marschieren, dass die zumindest ein bisschen Erholung kriegen. In der Zeit darf der Ninja aber dann nochmal dran rumsabotieren, dass die da einfach stehen. Naja. Es ist doch so klar, es war so klar, wenn da 70% da steht, dann heißt es, es steht fail. Ja? Du musst 100% da stehen, ansonsten geht's nicht. Das ist der Wahnsinn. Es ist der totale Wahnsinn. So, da baut ihr euren Speisesaal, also ein bisschen Sarggeschenke da. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding? Also, wir haben eine Sarggeschenke, die wird zum. Na, Sarggeschenke wird zum Speisesaal, wird zum kriminellen Syndikat. So, zack. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir nur 1600 Euro. Können wir uns da vorne nochmal einen Bogenschützen einstellen. Wir können hier eigentlich auch nochmal so einen Experten rekrutieren, dass wir nicht bloß die Lappeneinheiten haben. Boah, was vertragen die? Die vertragen auf jeden Fall nochmal Infanterie. Und die heilen sich da jetzt einfach einmal in der Zeit ein bisschen hoch. Dann geht's denen gut. In 4 Runden haben wir Brandpfeile. Ich versuche einfach mal hier ein bisschen, immer mal wieder. Drückt euch klar. Na, die haben keinen Bock. Die haben gerade erst angefangen mit dem Kriegen. Die wollen wahrscheinlich immer noch nicht. Jawohl. Nun, Aber wenn man fast dacht, dann machen wir einfach wieder weiter. Da, jetzt sind die Josekabe schon von ihrer Insel runter und rüber. Na, der Wahnsinn. Jetzt geht's los. Kiebertag ist dann ausgelöscht worden in der Zwischenzeit, das ist sauber. Ja, den einen Quest, dass wir den nicht fertig kriegen, war klar. Ein beliebiges Gebäude sabotieren, dann gibt es eine Erfolgschance-Erhöhung für den Ninja, das ist ja sehr lieb. Wen haben wir jetzt da bei uns? Die Saito. Wollt ihr vielleicht handeln? Ah, das war's. Tipptopp, perfekt, sehr schön. Freut mich. Die Herren Amako kennen wir jetzt, warum auch immer. Überall unsere guten Güter hinfahren. Die Iko-Iki kennen wir. Wieso kennen wir die jetzt? Ja, ist wurscht. Das sind die mit ihrer eigenen Extra-Religion, die eigentlich allem die Krieg erklären, was so rumläuft. Aber mal kurzzeitig nur handeln und Geld abgreifen.
Ist gewiss nicht verkehrt. Ich Jetzt werde wollt ihr auch handeln, ja. Jetzt, wo ihr zusammengerannt werdet, ja. Aber ist mir wurscht, ich nehme das Geld gern. Alter, die Iko-Iki rammen die Asai da auch auf, also lang halten die sie nimmer. Jetzt ist die Frage, kann der da irgendwie diese versteckte Armee finden, weil die stehen doch da im Void. Oder nicht? Ja gut, aufwickeln brauchen wir es nicht. Jetzt pass Obacht. Jetzt fahren wir mal kurz. Der da hier über die Straße fahren, dann gehen wir mal kurz da hin. Dann kann der Mönch damit einsteigen. Armee motivieren für die Moral. Und dann fahren wir da einfach auf Omi. Machen das hier. Das brauchen wir nicht selber spielen. Da wären wir nur blöd, wenn wir wegen dem kleinen Gefecht da Sachen machen. Jetzt müsste der General eigentlich auch Level abgegangen, theoretisch jawohl. 2 gewonnene Schlachten am Anfang, seid direkt immer Level 1 auf Level 2. Das Schloss reparieren wir. Der Ninja hockt sich da rein. Und lurt ein bisschen. Sehen wir mal was drin. Ey, die Takeda sind da schon unterwegs. Eieiei. Ja, das sehen wir hier. Die sind ja richtig krass unterwegs da rechts. Und das ist halt ein bisschen so, Omi ist für die Hattori so das Tor zur Welt gen Osten. Also man sieht halt dann alles, wenn man will. Also beziehungsweise ich habe jetzt einen Ninja drin, deswegen kann ich so weit schauen. Ja, normalerweise ging das nicht. Oder ist das wegen dem Handel mit den Saito? Ich weiß doch auch nicht. Es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Da haben wir jetzt unsere Handelsroute und dementsprechend da lauter Leute kennengelernt. Ja, mit den Chosokabe haben wir auch schon. Damit die können wir nicht handeln. Ja, die haben da selber keinen Handelshafen stehen, Pizzen. Ja gut, Pizzen hat an sich keinen Hafen. Okay, ja, die sind da ordentlich einmal rübergefahren. Wahnsinn. Jetzt können wir uns hier eigentlich nochmal eine Einheit Bogensamurai rauslassen, weil die haben sie schon immer rentiert. Der sorgt weiter für Steuern. Da haben sie langsam aber sicher alle wieder derafft. Da fehlt uns auf jeden Fall noch mindestens eine Bogeneinheit. Genau, die Takeda haben wir gefunden, die Amako haben wir gefunden, soweit weiß ich schon. Die Asai haben wir jetzt komplett wegzerstört. Auch nicht schlecht. Ja, die waren eigentlich relativ groß, aber jetzt haben die Iko-Iki oben zurückgeschlagen und die haben gemeint, sie müssten uns da den Krieg erklären. War wohl nicht ganz so gut. Yamato ist der Bogendojo fertig und der Speisesaal in Iga ist fertig. Jawohl, selbst wenn ich jetzt da nicht rekrutiere, reicht das Geld noch nicht für den Spaß. Aber ja, 2100 muss man erstmal über haben für so ein Gebäude. Jetzt fehlt mir hier dann sowohl das, was wir gerade forschen, hier Kunst des Bogens, als auch dann hier fürs Kloster noch Essenz des Geistes. Also das sind hier in 2 verschiedene BAM. Da haben wir hier einmal den Essenz des Geistes und da noch die Kunst des Bogens, was wir jetzt gerade schon machen. Und sobald das geht, können wir Bogenkriegermönche machen und die sind halt in der Hinsicht relativ schwach, dass sie keine Rüstung anhaben, sondern bloß so Leinentücher, mehr oder weniger. Dafür aber mehr Reichweite wie die normalen Bogenschützen und das macht halt sehr viel aus. So. Schauen wir nur Runden weiter, was so vorwärts geht. Alter, die Takeda, die haben einen Auftrag. Der Handel brächte beiden unserer Clans Vorteile ein. So, du Dreckbär, du sagst jetzt, ich soll bei denen beiden das Handelsabkommen brechen dafür, dass wir handeln. Da sage ich einfach nein. Weil wir sind schon hier treue Seele. Ja? Aber das sind nur die restlichen Asai-Rebellen, die überblieben sind von davor. Jetzt rennen die bis dann auf. Ja, ist ja okay. Jetzt bis dann auf, um einmal das da zu sabotieren. Oder zu plündern, den Scheiß. Na, das will ich nicht. Das will ich nicht. Jetzt passen wir mal Obacht. Wir haben 2200 Euro. Davon bauen wir uns hier unser kriminelles Syndikat rein. Boom. Zack. Den können wir nächste Runde auch noch reparieren. Jetzt ist Investitionszeit. Hier haben wir übrigens eine Werkstatt für Belagerungsgeräte. Da können wir ganz normale Granatenschmeißer momentan bauen. Später auch nur so, ich nenne es mal hier, Katapulte, feuerwerfende Mangonels, heißen die. Sind relativ unpräzise, weil Artillerie. Ja, aber eigentlich ganz witzig jetzt. Nicht, dass ich da jemals groß einen
Wert drauf gelegt hätte auf Artillerie. Ich habe bloß jetzt die Runde nur vergessen, den da aufzuwerten. Das haben wir einen Nahkampfangriff oder eine Verteidigung der gesamten Speerinfanterie. Das machen wir doch, weil Speerinfanterie haben wir viel dabei. Wir geben dir hier ein bisschen mehr Bewegungsreichweite mit. Und dann sagen wir mal, fetzen weg, den Dreckbären. So, und das spielen wir doch glatt. Dann wird das heute eine Folge in Überlänge. Jetzt haben wir schon auf über eine Stunde. Jetzt kommt noch ein Gefecht hinten nach, was bestimmt nochmal 20 Minuten dauert. Habt's Spaß. Gönnt euch. Weil das will ich jetzt schon noch fertig spielen, die Runden da. Hör ja nicht mittendrin auf und mach den Cliffhanger am Gefecht. Wo sind wir denn da? Ah ja. Trocken passt. Aber ich habe schon wieder fast vergessen, dass ich ein Hattori bin und aufstehen darf, wo ich will. Es ist so schön. Jetzt können wir nämlich einfach da hingehen und sagen, Ella lädst mir Stenger am Berg. Fickt euch. Und genau das machen wir jetzt auch. Ja, den stellen wir da möglichst nah ran, dass er zumindest noch herreiten kann. Ja. Und dann schicken wir den da mal. Also das ist hier genau Kartenende, ja. Also viel weiter rüber geht's nicht mehr. So, dürft ihr den immer hinterher. Und der darf da mal sich dahinter stellen. Jetzt vom Berg aus runter ist immer schöner wie einen Berg raufkämpfen. War schon immer die Devise. Und dann geben wir eigentlich mal ein bisschen Speed mit. Dass wir das einmal da warten können. So, die dürfen gehen. Das ist auch das Schöne, dadurch, dass die alle hier die Kischer-Ausbildung haben, sobald die Bogenschützen stängern, werden es getarnt. Also den sieht sie jetzt dann gleich. Zack, sieht der Gegner nicht mehr. Also das ist jetzt beim Computergegner natürlich ein bisschen sinnvoller wie beim normalen, weil der weiß ja, dass da irgendwelche Bogenschützen waren. Der Computer vergisst sowas aber einfach mal wieder gern. Jetzt machen wir da einen gemütlichen Spaziergang vorwärts. Okay, die stellen ihre Bogenschützen irgendwie in die zweite Reihe. Werden uns dann vielleicht gleich anstürmen, wer weiß. So. Und hier dürft ihr euch mal bereit machen und hier stellen. Macht euch gleich eine Jari-Wand. So, die Bogenschützen fangen schon das Schießen an. Das ist gut. Dann bettelt euch da mal ein bisschen. Ich finde es das gut, dass die da so klumpen, weil dann sind Kollateralschäden vorprogrammiert. Wenn die nicht genau die Bogenschützen treffen und vielleicht einfach die Jari-Leute dahinter. Schießen nachher alle? Ja, wir schießen alle Bogeneinheiten. Wenn nicht, dass da irgendwie eine nur blöd am Rand steht und nichts macht. Wunderbar. Schauen wir mal, was das wird. Können wir auf jeden Fall nochmal einen motivieren. Machen wir mal die größte Einheit, dass die hier ihren Präzisionsbonus kriegt. Haben wir hier 25 auf 40, also 15er Präzisionsbonus lasst die schon gut singen. Oder kann sie schon gut singen lassen. So. Okay, was macht ihr jetzt da für Truppenmanöver? Dass das trommeln müsst. Die rennen da irgendwie ganz wild durch die Gegend. Okay, jetzt kommen die Jari-Einheiten vorgerannt. Jetzt klangt's ja. Aber dadurch, dass die bergauf rennen, brauchen die nur eine ganze Zeit, bis die wieder da sind. Alter, die Bogenaschiger hat ja gescheit zusammen lassen. 116 auf 61. Der legst da mal schön.
Jetzt passen wir auf, jetzt fokussieren wir mal unser Feuer auf die eine Einheit, die da vorgerannt kommt. Und schauen wir, wie viel wir denen da wegfetzen. Ob wir da denen... Ja, okay. Okay, hat er schon keinen Bock mehr. Mag er schon immer. Okay, dann stellt sich einfach mal wieder sauber hier und sucht sich selber aus, auf wen ihr schießt. Momentan geht es denen ja alle nur gut genug, dass ich den Fernkampf jetzt noch nicht einstellen muss. Oder sagen, was ich muss da jetzt mit meinen Melee-Einheiten vorrennen. Haut es nicht zusammen, hey. Ich hover da drüber, um zu sehen, dass die Leute umfallen. Ja? Und dass die Zahl kleiner wird, nicht, dass da einfach nichts passiert. Also, das sind nur andere. Aha. Ah ja. Wie lang heute es ihr nachher noch aus, ha? Das hat schon mehr als halbiert. Okay. Die Mononasi, wir sollten losfetzen. Jetzt sind wir bloß bald schon am Limit unserer Munition angelangt. Dann geht's eh in den Nahkampf rein. Dann schießt du mal eine Salve auf die da, bitte. Wenn die da schon extra den Berg hochgerannt kommen zu uns, dann müssen wir die auch anständig begrüßen. Eine unserer Einheiten hat keine Munition mehr, mein Lord. So, eine gescheite Salve geht noch. Auf geht's, auf geht's. Und jetzt steht sich ein Stück weiter hinter. Weil das kann ich nicht haben, dass ich jetzt euch da im Nahkampf stehen lasse. So, der zieht sich wieder zurück, warum auch immer, ich verstehe es nicht ganz. Hat einfach mal 40 Männer hergeschenkt für nix und wieder nix. Jetzt schießen sie einer richtig schön noch hinten in den Nacken rein, oder wie? Jawohl. Das schaut dezent unkoordiniert aus, was die AI da hinten treibt. Lass mal die letzten paar Leute auch noch ihre Pfeile verschießen, wenn sie es drauf anlegen. Okay, na, ging's nicht. Dann lösen wir unsere Rival-Formation auf und gehen da ein Stückchen vorwärts. Ja, jetzt haben die Leute bald keine Munition mehr hier. Stellen wir uns wieder ein Stückchen vorwärts, dass die auch was treffen, wenn da vorne was abgeht. So, jetzt machen wir hier einfach über die ganze Breite, rennen sie den jetzt einmal rein. Und dann können wir immer noch micromanagen. Zum Beispiel die da, die laufen mal mit denen zusammen ein bisschen weiter außen. So. Nur, dass die da jetzt weiter außen laufen. Mache die jetzt hier einfach mal da, dass sie die Einheit pinnen. Da, dass die auf den General einhauen. So, in 14 Sekunden können wir wieder motivieren, wenn es wäre. Okay, die haben schon überhaupt keinen Bock mehr. Alles klar. Wunderbar. Dann kreiseln wir die mal weiter ein. Ihr Pins hier. Und hier geht's auf den General. Dass der ja alles verliert, was er hat. Hier nehmen wir uns eine Einheit raus. Machen mit denen auch ein Manöver. Ging ja den General nur von hinten an. Okay, also die waren alle ein wenig, wie sagt man, nicht so begeistert davon, dass ich die jetzt flankiert habe. Ging jetzt doch relativ schnell, das Gefecht, hätte ich mir nicht gedacht. Hab ich gemeint, da kommt mehr Gegenwehr. Jawohl, also 319 gegen 1033 Leute, das lasse ich mal eingehen. Wer hat jetzt da am meisten Value gehabt? Wir haben 117 bei einmal Yashigawa-Einheit. Und das wird es gewesen sein. Ja, die beste Bogeneinheit hat 109 Leute erschossen. Auch ein wenig Wettnudelfight mit den Bogen Yashigawa, glaube ich, allweil. Also dann im Endeffekt auch noch, weil der hat sich von Level 5 auf Level 7 hochgeackert.
Auch nicht schlecht. Sauber, sage ich. Ja. Jetzt machen wir eigentlich noch fertig. So. Den letzten Rest, der überlebt hat, den haben wir auch noch zusammen. So. Damit sind die Rebellen fort, bevor sie uns da hinten unsere Ninjutsu-Schule hochknabbern. Was ist dann hier so viel Ninja-Shit? Der hat Ninja-Zeich, der hat Ninja-Zeich, der hat Ninja-Zeich. Ninjutsu-Schule ist die für den Kisho Ninja. Das Ding, haben die denn da überhaupt schon? Einen Speisesaal haben sie schon drin stehen. Ja. Fehlt nur noch das kriminelle Syndikat. Das bauen wir ja gerade da. Wieso bauen wir das ja da? Wenn wir das auch gleich da bauen können. Oder brauche ich das auch für... Was brauche ich für die Chefis? Brauche ich auch ein kriminelles Syndikat. Okay. Dann stellen wir es uns da rein. Weil die Hattori-Banditen, die schon ganz gerne mal ausprobiert. Wenn wir uns das einmal anschauen. Hier die Kinder halt als Spezialfertigkeit verdeckt feuern. Kann sich im Verborgenen fortbewegen, ist mega cool. Natürlich klar anfällig gegen Kavallerie, ja, wenn du den mal anschaust. Der hält nicht für jeder Pferdl aus. So, ansonsten für Stats 35 Präzision, 150 Reichweite, 25 Nachladen, 20 Munition. Und wenn wir da auf einen normalen Bogen Ashigaru gehen, sagen wir 25, 25, 20, 150. Der hat 35 standardmäßig, okay, also der ist ein bisschen präziser. Habt ihr dafür weniger Mann, ist die Frage. Unterhaltungskosten, Rekrutierungskosten. Die sind sogar gleich von dem Ding, also das ist einfach nur eine schönere Ashigaru-Einheit für mich quasi. Rüstungstechnisch, wie schaut's da aus? Haben die A1, aber Moral sind es auch nochmal besser. Von daher sind das einfach aufgebesserte Bogen-Ashigaru für mich. Und die nehmen wir gern mit. Okay, waren wir doch wieder erfolgreich die Runde. Wir haben uns wieder eine neue Provinz geschnappt. Wunderbar. Hier rechts brennt's komplett, ja. Die Takeda Arena da alles zusammen mit ihrer Kavallerie. Sie geht das eigentlich, was die da drin haben? Na. Kann das gefährlich werden. Ich sag's wie es ist, das kann da tatsächlich sehr, sehr kritisch werden, was die da veranstalten. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, dass die uns da jetzt hinten ins Hinterland reinreiten. Weil es gerade morgen gell. So denn, ich wünsche euch was. Merci fürs Zuschauen. Servus.